Pfingsten. Pfingsten? Was ist denn das jetzt wieder für ein Wort? Ja, Pfingsten kommt aus dem Griechischen. Es heisst dort Pentekoste Hemera, der 50. Tag. Und das meint der 50. Tag der Osterzeit. Also 49 Tage nach Ostern. Und genau zu dieser Zeit ist auch schon zur Zeit von Jesus in Israel, also dort, wo Jesus gelebt hat, amigs ein Fest gewesen. Das Pfingsten ist also ganz ein altes Fest. Pfingsten, das ist also ein christliches Fest. Aber was feiert man denn da eigentlich ab Pfingsten? Da müssen wir uns einmal zurückerinnern, was alles passiert ist im Leben von Jesus. Wir wissen ja, dass Jesus für uns alle am Kreuz gestorben ist. Daran denken wir am Karfreitag. Aber er ist ja dann nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden und hat sich dann immer wieder den Jüngern gezeigt. Er hat ihnen gesagt, sie sollen jetzt selber in die Welt rausgehen und Menschen alles lehren, was er ihnen gesagt hat. Später ist er dann mit den Jüngern auf den Ölberg gegangen. Und plötzlich ist der Jesus nicht mehr da gewesen. Er ist irgendwie gegen den Himmel rauf verschwunden. Und die Jünger haben ihn nicht mehr gesehen. Wir feiern darum das Fest Christi Himmelfahrt. Eben weil der Jesus irgendwie in den Himmel raufgefahren ist. Oder wir sagen auch Auffahrt oder Auffahrt. Und das feiern wir am 40. Tag der Osterzeit, also 39 Tage nach Ostern. Das heisst genau 10 Tage vor Pfingsten. Aber dort, wo Jesus vorne gestanden war und jetzt eben nicht mehr da war, dort sind dann 2 Engel. Und die haben zu den Jüngern gesagt, ja, was starren die da gegen den Himmel auf? Der Jesus ist nicht mehr da. Der Jesus ist jetzt wirklich im Himmel. Ja, und da haben sich die Jünger dann erinnert, dass Jesus ihnen ja gesagt hat, dass er zum Vater im Himmel zurückkehre und dass sie dann nach Jerusalem gehen und dort warten, bis er ihnen der Heilige Geist Kraft von oben schicke. Und dann sollen sie in die ganze Welt rausgehen und allen Menschen von ihm erzählen, was er ihnen alles gelehrt hat und dass sie dann alle Menschen zum Glauben an Gott führen. Drum sind die Jünger dann sofort nach Jerusalem zurückgekehrt. Dort sind sie die ganze Zeit beieinander geblieben, in einem Haus, und haben miteinander gebetet. Auch die Mutter von Jesus war dort und noch viele Freunde von Jesus, Männer und Frauen. Und dann ist eben das Pfingstfest gekommen. Das, was die Juden auch gefeiert haben. Shavuot hat es bei den Juden geheissen. Ganzen Haufen Menschen sind nach Jerusalem gekommen. Fromme Juden aus der ganzen Welt. Aus dem Reich der Parther und der Meder, Elamiter, dann Leute aus Judäa, aus Asien, aus Phrygien und Pamphylien, auch aus Ägypten und Libyen und auch Römer. Von überall her. Und die haben ganzen Haufen verschiedene Sprachen geredet. Natürlich jeder die Sprache von dem Land, woher er gekommen ist. Da auf einmal ist ein Sturm vom Himmel braust. Und es haben sich so Zungen aus Feuer über den Köpfen der Jünger gezeigt. Und das ganze Haus ist ganz hell geworden und immer heller, wie voll Feuer und voll Licht. Da haben die Jünger Gott gelobt und gepriesen, wie sie gewusst haben, jetzt kommt die Kraft vom Himmel, jetzt kommt der Heilige Geist. Die anderen Leute sind hergelaufen und haben gestaunet, was das ist. Und sie haben die Jünger alle in ihren eigenen Sprachen reden gehört. Ein Wunder. Die Jünger, die sind doch aus Galiläa gewesen, einfach Juden.
Aber alle Parther und Meder und Elamiter und Ägypter und Libyer und Römer und alle zusammen haben verstanden, was sie geredet haben. Ein paar von den Zuhörern haben gespottet und haben gesagt, ja, die sind ja betrunken. Aber der Petrus ist vor sie hergetreten und hat gesagt, nein, wir sind nicht betrunken. Wie könnten wir auch betrunken sein, so früh am Tag? Ihr müsst euch nicht wundern. Was ihr seht und hört, das kommt von Jesus. Er hat uns den Heiligen Geist geschickt. Und dann hat der Petrus gesagt, die Menschen haben den Jesus ans Kreuz genagelt. Aber ich sage euch, er lebt. Und er ist bei Gott. Da sind die Leute gerade verschrocken und haben gesagt, aber wir haben den Jesus ja gar nicht mögen. Wir haben ihn ja nicht wollen. Wir haben ihn ja in den Tod geschickt. Und er ist doch dann am Kreuz gestorben. Was sollen wir jetzt tun? Da hat der Petrus gesagt, glaubt an Jesus und lasst euch taufen. Und da sind ganz ein Haufen Leute angekommen und haben sich taufen lassen. Und sind zusammengeblieben und haben Gott gedankt. Ja, und daraufhin sind dann die Jünger in die ganze Welt gezogen. Und sie haben allen Menschen von Jesus erzählt. Und das ist eigentlich der Anfang der Kirche. Auch wir können heute noch vom Jesus hören. Denn auch heute können immer noch Leute vom Jesus erzählen. In der Kirche oder Freunde. Auch die Bibel können wir lesen. Das ist jetzt alles aufgeschrieben. Die ganze Geschichte von Jesus. Und so können wir von Jesus hören und können es weiter sagen. Der Jesus lebt und Gott hat alle Menschen lieb.